Habe dir Leid und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit mir, Amur. Und heute spielen wir wieder mal in unserer Zombie-Welt da. Genau da, wo wir eigentlich jetzt mehr aufgehört haben. Und, ihr seht es schon, von mir hat sich was geändert, und zwar habe ich jetzt diese wunderbare Handcam. Das heißt, ihr seht jetzt meine schöne Hand und ich kann jetzt beispielsweise das machen. Zack, das habt ihr eingeschaut. Haha. Ja, auf alle Fälle habe ich mir gedacht, das war bestimmt cool. Wenn euch das natürlich gefällt, da es mich natürlich freuen, wenn ihr das auch in die Kommentare schreiben dort. Dann schon wieder so Fische, gibt es eigentlich, da liegen überall so Fische. Ja, auf alle Fälle haben wir halt Pläne, und zwar möchte ich das Haus einerseits vierte bauen, hoffe, dass wir das mal schaffen. Und zum anderen da ich gern die Wand vierte bauen. Das sind einmal noch bis daher, also von da bis da und die vielleicht 3 hoch und oben dann noch so Zäune drauf. Was ich immer auch machen möchte, die Folge ist, und ich glaube das können wir sogar schon machen, nein, können wir nicht. Man braucht dafür einen Stick und einen Feuerstein, also den haben wir aus Kies gekriegt. Und ja, das werde ich halt auch versuchen, dass ich das noch mache. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zuerst mal ein bisschen Akazie. Aber ihr seht es eh schon, es wird schon wieder finster. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle schauen, dass wir ins Bett kommen, bevor dass die Zombies wieder kommen. Und ihr seht es auch da herum, da steht Difficulty. Und das ist jetzt halt am Anfang, die erste Folge war so, noch so gering eher. Und jetzt haben wir schon bei 1,4. Das heißt, das leckt. Das heißt, je länger du durchspielst das Spiel, wird wahrscheinlich das Ganze auch schwieriger. Das heißt, wahrscheinlich werden mehr Zombies in der Nacht spawnen oder wahrscheinlich auch stärkere Zombies, kann ich mir jetzt vorstellen. Aber gut, dann würde ich schon mal sagen, hau ich euch gleich mal eine Timelapse rein, in der wo jetzt ganz viel Akazienholz farmen und die Wand oder beziehungsweise die Schutzmauer für die bauen. So Leute, ich habe jetzt da einen Feuerstein gefunden und deswegen craften wir jetzt erstmal das Flint Knife. Das hat es mir so angezeigt und das möchte ich jetzt gerne ausprobieren. Das macht jetzt nicht so viel Schaden, man sieht es 2,5 Attack Damage. Also es macht über so viel wie unser Steinschwert. Aber ich glaube, man hat schnell einen Speed beim Schwung. Wir müssen uns dann einfach nur irgendein Opfer suchen, dass wir uns dann einfach mal ein bisschen ärgern können. Gut, dann habe ich jetzt ein bisschen Holz gefahren und wir können schon mal unsere Basis bzw. unsere Schutzmauer, unsere Schutzwall ein bisschen erweitern bzw. fertig bauen. Ich habe gesagt, die ausgehöhlten Stämme, ich weiß nicht, wie man die da placed, höchstwahrscheinlich so, dass es irgendwo drauf schaut, genau so. Können wir ja so als Kuckloch, sage ich mal, hernehmen. Und dann würde ich sagen, bauen wir das jetzt alles einmal mal. Ich glaube auf alle Fälle nicht mit den Blöcken. Aber wie gesagt, ich nehme so als Kuckloch oder so her. Und um den Ganzen noch ein bisschen Textur zu geben, würde ich sagen, da haben wir mal alle Bohr ein bisschen so entrinden. Das gibt dem Ganzen einfach ein bisschen Abwechslung. Ja, und ich finde, die schaut auch gar nicht mehr so schlecht aus. Da kommt dann unser fettes Tor rein. Ich weiß jetzt nicht, mit Zombies können die Türen aufmachen oder nicht. Ich darf mir dann einfach Zauntore machen oder sowas. Oder halt dann einfach zubauen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Dann sollte ich aus. Gut, dann fahren wir einfach gleich weiter und hau euch nochmal eine kleine stabile Timelapse rein. Direkt neben unserem Haus ist so eine fette Höhle. Oh, Alter, was ist das da? Eine Fackeln? Ja.
aber da ist nichts. Okay. Reicht aber trotzdem mal aus. Ich muss jetzt auf alle Fälle mal schauen, was man mit dem was haben wir jetzt da macht, wie heißt der Name? Sulfur. Aber es gibt ja da wirklich in Massen, das heißt, vielleicht kann man da einen schönen Block oder so draus machen. Aber gut, dann gehe ich jetzt wieder an die Oberfläche. Ich möchte jetzt mal schauen, ob bei den Krebstypen da in der Boot. Ja! Geil, ich kann in einer Boot sitzen. Das ist cool, dann können wir ihn endlich mal mitnehmen. Das heißt, unser Krebsbruder ist jetzt endlich da vor uns. Dem werde ich auf jeden Fall so eine coole Base oder sowas bauen. Was ist das? Das ist so richtig knuffig. Dem kann man so eine kleine Oase bauen oder so. Aber ich habe da überhaupt kein Eisen für Eimer oder sowas. Also das ist echt blöd. Aber auf jeden Fall glaube ich, kümmere ich mich um den jetzt mal noch. In den nächsten paar Folgen. Das provisorisch stellen wir einfach mal daher. Aber ich finde den echt cool. Also ja, ich finde das echt cool, dass wir den gefunden haben. So, jetzt schauen wir mal, ob man aus dem Sulfur irgendeinen Block machen kann. Ja, da. Sack of Sulfur. Also es ist nur so ein Sack drin. Okay. Ja, da haben wir so viel davon. Kann man das recraften? Ah, und aus dem kann man gelben. Okay, man kann es recraften und man kann aus dem gelben Farbstoff machen. Also das ist jetzt kein besonders krass Erz. Aber jetzt wissen wir es auch. Das heißt, da kann man, ich glaube das war recht cool, im kann man da so einen Haufen mit so Sulfur herplacen. Da ist das Vierte dahinter. Ja. Und ich sehe hier da oben, die Difficulty ist wieder stehen. Das heißt, wir müssen die Mauer auf alle Fälle nach 4 bringen. Und dann können wir mal eine Nacht lang mal nicht schlafen gehen direkt, sondern können wir mal schauen, was so für Zombies spawnen. Dann bauen wir jetzt die Mauer einfach dann so fertig. Da hätte ich gesagt, bauen wir wieder so ein Kuckloch rein. Da können wir auch gleich 2 nebeneinander placen. Gut, da haben wir schon wieder eine neue Kokosnusspflanze. Beziehungsweise eine Palme, eher gesagt. Kurz den Namen vergessen, was das genau ist. Ja, freilich. Hallo. Ups, der hat mich quasi da meine Erde gesehen. Gut. Dann. Wir haben noch überhaupt kein Essen, das ist ein Wahnsinn. Gut, dann gehen wir nochmal schlafen. Und dann würde ich sagen, weil es so schön ist, mache ich nochmal Timelapse, wo ich euch jetzt dann zeige, wie ich die Mauer fertig baue und eventuell mein Haus. Und da haben wir wieder so Fische! Das ist unsere einzige Essensquelle und die schluckt uns buchstäblich ins Maul. Also gut, Timelapse! Jo Leute, gibt's euch das? Da ist nochmal so ein Krebs. Das ist ja cool. Ich bin jetzt gerade dabei, dass ich noch ein bisschen ausleicht da. Dass da herin auch kein Monster spawnen, weil das ist so cool, wenn wir eine Mauer haben und dann spawnen Monster herinnen. Deswegen brauche ich jetzt noch ein bisschen Kohle. Ich glaube, man muss einen Ofen, ja genau. Da machen wir jetzt einfach mal noch ein paar Fackeln. Und dann brauche ich noch ein paar von den
Mushrooms, die wo wir dabei finden. Also, wisst ihr, die wo an der Seite von die ganzen Sachen dran haben. Weil ich finde, die schauen eigentlich extrem cool aus, wenn man es so von außen an die Wand dran, an die Mauer dran. Ich sogar bei Wand, eigentlich ist es eine Mauer. So ein bisschen rinnen. Und da haben wir da mit einer Fackel her, zack, zack, zack. Und da ist dann so ein Krebs, genau. Dann da haben wir da noch was her. Zack, 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 zack. Und 3 Runden. Und da noch so einen. Da noch 2. Da. Zack. Zack, zack, zack. Und 3 Runden an. Und dann da ist kann man ab und zu mit noch ein bisschen so entrinden. Und da muss ich mir nur noch einen Soundtor machen, dann können wir eigentlich. Warum kann ich das nicht entrinden? Das geht einfach nochmal. Seht ihr, ich klick, ich kann nochmal entrinden. Da geht schon wieder. Es müssen normale Blöcke sein, also es können keine sicher nicht Blöcke sein, die kommen nicht entrinden. Okay. Nice zum Wissen. Gut. Dann nehmen wir noch ein Crafting Table. Dann place ich den noch daher. Dann brauchen wir ein Zauntor. Und noch 2. Und noch 2 normale Zäune. Oh, und jetzt habt ihr es gehört, dass da so gepfiffen ist, heißt die Nacht bricht an. Gut. Ich schau jetzt da auf alle Fälle, da können wir eigentlich gleich so umbauen. So. Ich schaue jetzt noch, dass ich da noch überall ausleicht, wo ich noch ausleichen muss. Das muss ich so und so nochmal richten, aber jetzt haben wir es auf der perfekten Höhe. Gut. Wir haben ein Haus natürlich noch. Da werden überhaupt nicht ausgelegt. Jetzt ist das pfeift brutal umeinander. Also. Gut. Da wo den lieben kleinen schaligen Freund da. Zack. Gut. Dann haben wir eigentlich unsere Base recht gut ausgleicht und ich hoffe, dass da vor uns herum gerade Zombies spawnen. Das wäre nämlich sehr problematisch. Und dann würde ich sagen, wir haben uns noch mal was Logs. Und. Oh, dann sehen wir die kommen da. Oh, die kommen da anscheinend nicht rein. Oh, die kommen da schon rein. Die können anscheinend. Also wie erwartet können die Blöcke abbauen. Alles klar. Heißt da muss ich weit zubauen. Oder können die jetzt normale Blöcke abbauen? Okay, also das kann ich schon schwer, das ist extrem kacke. Oder können gerade die mit Pickaxe oder so Sachen abbauen? Also Hochschale. Und nicht mehr schauen, was noch dauert. Also Zäune können schon mal abbauen. Können die jetzt sicher die Blöcke abbauen? Oh jeder, die schreien umeinander, da Wahnsinn. Da noch Stairs. Babyzombies sagen, Wahnsinn. Alter. Da geht's ab da herum. Okay. Oh, das ist so. Alter. Wo bin ich hin, wenn ich euch bin? Wo ihr seht, die Mauer bringt was. Ich hoffe es jetzt mir noch, die haben noch wahnsinnig laut. Haben wir dann noch irgendwas zum Futtern? Da. Ja. Da muss ich mich nicht mehr Game Sound holen, so Wahnsinn. Hostile Creatures, da muss ich oben, das ist so Wahnsinn.
Das ist lustig, dann machen wir noch weiter. Aber das ist gut, unsere Mission ist erfolgreich. Die Mauer ist fertig. Und jetzt muss man dann, wie schaut die Mauer denn aus so? Filmt, das schaut schon extrem gut aus. Das haben wir gut gemacht. Und ich sehe es eh schon oben da. Jetzt muss das hinter mir ganz viel. 2,5er Difficulty. Das heißt, es werden schon mehr und die Zombies werden stärker werden. Das heißt, wahrscheinlich können die auch bald Blöcke zerbrechen oder so. Aber da muss ich schauen. Gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, dass ein Like und ein Abo da lasst. Das hat mich wirklich riesig unterstützen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gut. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Ciao. Du schubst deinen Freund Obi. Hey! Hier wird du dich. Jo, was ist der für Augenblick? Gleich gibt's euch den. Gleich die noch aussetzt.